Hast mal überlegt, wird wohl sein, mal saß der hintereinander zu arbeiten, ohne keinen Tag zu schlupen? Manche sagen, das geht nicht, das ist allmählich, das funktioniert nicht, das geht nicht. Ja, das geht, das ist wirklich jetzt sehr einfach. Du kannst saß 8 Jahre hintereinander arbeiten, ohne einen Tag zu schlupen. Na, wer ist das dann? Einfach danach schlupen. Na ja, ist ja logisch, ne? Du kannst danach schlupen. Aber man denkt, okay, das ist eine einfache Sache. Leider tun viele Menschen das nicht so. Ich meine, wenn man danach arbeitet, das ist auch nicht so ein großer Thema. Aber manche Menschen schluppen nicht. Die schluppen danach nicht. Die sind immer so halb. Dann sind die überdacht, und eingenährten können nicht vernünftig arbeiten und mit keinen vernünftig reden, wenn sie danach nicht verpüsten können. So manch einer, ich kann danach nicht schluppen. Ich grüll mich, ich merke mich Sorge, ich denke über das und das. Mal eine Nacht über was nur denke, ist nicht was Schlimmes. Bloß wenn wenn so schädlich wird, dass du nicht mehr vernünftig arbeiten kannst, dass du nicht mehr vernünftig mit der Familie verteilen kannst oder mit anderen, wenn du einfach nicht schlupen kannst danach, dann ist was nicht mehr richtig ist. Gott ist so besorgt über uns, das ist interessant, der hat uns ein Drittel von der Zeit gegeben zum Schlupen. Also 8 Stunden, das ist ein Drittel von der Zeit, was man endlich normal soll schlupen. Ich habe mich auch mal gefragt, warum so viel. Aber in Wirklichkeit ist das eine Zeit, wo uns Verstand braucht, um sich zu renovieren. So ist das Telefon, sich die Nacht, was da frisch abtanken hat und renovieren hat, so ist dort braucht uns Verstand das auch. Und Gott ist dort nicht bloß wichtig, was du arbeitest, Gott ist auch dein Verpüste wichtig. Gott ist auch deine Zeit aufzuschalten wichtig. Gott ist dein Schlupf wichtig. Na, wo fangen wir dann dort? Ab viele steht in der Bibel, eine steht von da, ist Psalm 127, Vers 2. Psalm 127, Vers 2 sagt dort, das ist nicht umsonst, dass die tätig abstoßen und lot schluppen gehen in den Brot mit viel Sorge eten. Wenn's der Herr gibt dem Schlupp an die Menschen, was er lieb hat. Gott gibt den Schlupp den Menschen, was er lieb hat. Menschen, was Gott lieb hat, die wollen, dass die auch schluppen können. Nicht bloß, ich will das alle dich arbeiten. Denn Gott macht sehen. Und Gott macht nicht bloß die Arbeit sehen, sondern auch den Schlupp. Menschen, die einen gesehenen Schlupp haben, was bedeutet ein gesehener Schlupp? Das einfach keine, ich kann aufschalten. Na, wie nennt man das dann? Eine gute Form ist, wenn du das nicht kannst, ist einfach sagen, lieber Gott zu uns, sagst du dem, weißt du was, ich habe von dir viel Trouble gehabt, alle haben Probleme gehabt von dir und ich kann nicht schluppen. Ich übergebe dir diese Sorge. Und ich brauche, dass ich kann aufschalten, halte mich aufschalten. Heu will ans Abpassen danach. Nicht bloß bei der Arbeit, sondern auch danach, und dass du einfach ganz ruhig schluppen kannst, in einen gesehenen Schlupp haben, zu verpüsten danach, ist so wichtig, dass wir den Tag Gott überleben können. Und wenn du danach aufschaltest, wirklich, dann kannst du mehr als 6 oder 8 Jahre hintereinander arbeiten. Dann kann man das ganze Jahr arbeiten. Aber aufzuschalten, das ist wichtig. Dort hat Gott so gemerkt, das ist nicht ans Denken. Und Gott weiß, wie wir am besten funktionieren. Deswegen ist das Buch, was wir Bibel lernen, immer war wichtig, wenn du uns dort weißt, wie wir leben sollen. Nicht bloß, weil wir sehr arbeiten können oder Geld verdienen, was ein wichtiger Teil ist, aber ein Teil aufzuschalten und für Püste. So macht Gott die auch eine sehende Zeit geben, wenn du schluppen lässt, und das ist für ihn auch wichtig, ein Heilpost ab dein Leben. Dort ist eine Oase für deine Seele, für den Tag und auch für die Nacht.